Ja, ein spannendes Thema. Gott erleben, Gott sehen, und das werde ich diskutieren mit unseren 3 wunderbaren Preachers von heute, Nico, Lea und Simon. Und ich finde es mega spannend, ihr habt ja das so aufgebaut, Gott zu sehen, Bibel zu lesen, Jesus erleben, Sehnsucht entwickeln. Ja, aber wie mache ich denn das jetzt in meinem Alltag? Das tönt nach sehr viel Arbeit. Und du hast ja auch so gesagt, Nico, dort, wo Gott wohnt, möchtest du sein. Also, wo wohnt denn jetzt Gott, Nico? Also, du hast das gesagt in der Gemeinschaft, aber wo wohnt Gott eigentlich? Ja, also ich habe vorhin lustigerweise, während wir gesprochen haben, auch so gedacht, es ist schon eigentlich, wir haben viele Punkte angesprochen, gleichzeitig ist es eben auch schön, weil ich erlebe, dass Gott eben also in vielfältiger Weise eben auch erlebbar ist. Für mich wohnt Gott ganz konkret eben dort, wo 2 oder 3 Menschen in seinem Namen versammelt sind. Also Ja. wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, da ist Gott mitten unter uns. Okay. Er ist hier, also ganz, ganz real. Also wenn wir jetzt auch gerade bei diesen Weihnachtsproben, ich merke einfach, dass, weil wir in seinem Namen versammelt sind, Ja. er ist unter uns und da wird er auch erlebbar, da werde ich auch verändert. Ich muss dann gar nicht mehr auch ein bisschen automatisch. Ja? Wollte ich gerade sagen, ist das so etwas Automatisches? Ich glaub, wenn ich mich bewusst entscheide, diese Orte aufzusuchen, dann passiert das, glaube ich, schon auch ein Stück weit automatisch. Ja. Für mich ist der Gott erlebbar und spürbar dort, wo ich mir einfach Zeit und Ruhe nehme und wirklich mit ihm connecte. Und das kann verloren gehen, wenn ich so im Alltag in diesem Superstress bin. Ja. Aber ich erlebe Gott wirklich dort, wenn ich zur Ruhe komme. Und dann ist es auch nicht Arbeit, also auf Gott zu hören. Die Bibel zu lesen ist dann keine Arbeit mehr für mich. Es ist dann wirklich, es kommt aus einer Beziehung raus, nicht aus einem Muss. Ja. Aber du musst an einen Punkt kommen, wo du checkst, okay, es ist nicht, ich mache nicht ein bisschen Religion, sondern es geht wirklich um eine Liebesbeziehung. Da braucht schon Zeit, oder? Das braucht Zeit, aber deshalb habe ich gesagt, lass uns nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Ja. Wir müssen suchen und auch uns Zeit geben und dem Geist Gottes Raum geben, bis wir wirklich sagen können, das haben sie gemeint, das haben sie gemeint. Und das muss jeder für sich selber Ja, aber finden. es tönt auch ein bisschen anstrengend. Vielleicht jetzt ist Weihnachtszeit und ich muss noch viel organisieren. Wie mache ich denn das? Also was? Also das ist einfach, das ist wie, ich habe ja auch täglich ein Gespräch mit Lea. Ich täglich nehme ich mir Zeit und gehe in die Gegenwart von Gott. Eine Stunde oder noch mehr, einfach wirklich Zeit für ihn zu haben. Das Anstrengende ist, diese Zeit freizuschaffen. Danach wird es richtig schön, eben glaube ich. Ja, guter Punkt. Das ist das ganz Anstrengende. gut. Apropos Zeit freischaffen, ich hab so ein cooles Bild gebraucht mit der Landebahn der Sehnsüchte. Leo, diese Landebahn der Sehnsüchte, was würdest du sagen? Was ist das bei dir? Eigentlich wie ein Schlagersong, oder? So, Ja, Landebahn der stimmt. Sehnsucht. Mal Helene Fischer Florian weitergeben. Silbereisen. Also ich glaube, die Landebahn der Sehnsucht, die haben wir ja alle. Also die Frage ist, was lassen wir darauf landen? Also für die Eben. einen sind es Hobbys oder Ja. so, könnte aber auch natürlich, keine Ahnung, Shopping oder Essen sein. Vielleicht auch so einfach diese Sehnsucht, mit was stillen wir die? Und natürlich ist nichts Schlechtes an Hobbys oder nichts Schlechtes an Mode oder so, aber das wirkliche Stillen von dieser Sehnsucht können wir nicht in diesen Sachen suchen, sondern ist alleine Jesus, der das stillen kann. Ist einfach so, gell? Das andere ist einfach einfach so. schön drumherum. Genau. Lassen wir das Weltliche auf uns landen oder lassen wir das Göttliche auf uns Ja, landen? aber wir sind ja in der Welt. Das ist, ich finde manchmal das. Nein, Ja, das ist aber der wir sind Spagat. nicht von dieser Welt, das ist falsch. Oh. Sarah, das ist falsch. Ja, aber- wir leben in dieser Ja. Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Ja. Und das ist auch nicht unsere Heimat. Das- wir sind nur hier auf Besuch. Wie Auf das Zitat Durchreise. oder Auf von der dir. Durchreise, ja. Wie diese Sehnsucht, ich glaube wirklich daran, dass jeder Mensch eigentlich nach Gott sucht, eigentlich. Wir hatten noch krassere Zitate, so von wegen, das sagen wir jetzt nicht, oder sagen wir das? Wie ging das Zitat, Simon? Ja, jeder Mann, der an die Türe eines Bordells klopft, ist eigentlich auf der Suche nach Gott. Ja. Meinst du das? Ja, das meine ich, ja. Ich glaube wirklich, dass jeder Mensch, ich glaube, dass von ganzem Herzen nach Gott sucht. Ja. Aber du deckst halt sehr schnell diese Sache zu. Du lernst das auch schon früh, als Kind vielleicht schon. Ja.
Ja, ich möchte hier mal einen Punkt setzen und noch was Lustiges erzählen über eure Weihnachtszeit. Also ich stelle mir das so vor bei Lemles. 5 Kinder, 2 Hunde. Was ist euer schlimmste Weihnachtsfail? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Oder was sind so Fun-Momente in so einer Großfamilienweihnacht? Erzählt mal. Also bei uns ist, wir feiern Weihnachten immer bei meinen Eltern und bei meinen Schwiegereltern und das ist super organisiert, da müssen wir uns eigentlich um nichts kümmern. Das läuft seit Jahren immer genau gleich ab und never change a winning team, also das funktioniert bestens, aber Kein Fail. nein, kein Fail, bis Corona kam. Ja. Und wir mussten selber die Weihnachten irgendwie gestalten. Ich kam schon mit dem Apero an den Anschlag und dann irgendwie, ich wollte zwanghaft diese schönen Weihnachten, alle mussten sich aus dem Corona-Trainer Ah ja, das in weiß ich schöne noch. Kleider Ja. zwingen. Ja, Total aufgesetzt war das. Das war gar nicht gut. Hey, wir sind ja schon am Ende des Tages. Ich hätte jetzt gerne noch mit dir über das Kuscheln als Ehepaar geredet, der Weihnachtszeit bei Bachmanns. Aber ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und vor allem nicht der Friede, sondern die Freude an Jesus soll unsere Stärke sein in der kommenden Zeit.